Ich gebe so dann lieber lassen, aber mal dieser Pressekonferenz, weil dir hat alle gute viel Programm im Moment. Wir wissen das, wir wissen zu schätzen, dass dabei Eis kommt. Das ist ganz, ganz wichtig und eine große Merci dafür. Da sie man viel los. Und wir sind noch außerordentlicherweise heute an der Stadt, weil normalerweise immer als Pressekonferenz von Mogebel zu Asch. Mir auch Merci dafür, Verständnis, wir haben als Zeitgrund. Müssten sie das geheuern als Gebäude am Mogebel an der Stadt lehen. Und wir wollten aber auch mal Zeit in Usi mit dieser Pressekonferenz zu dem Koalitionsprogramm. Ihr habt schon ein bisschen kalte Kaffee, also zu spät ist. Und dafür haben wir sehr haut gelohnt. Wir haben auch, wie ganz viele andere, das Koalitionsprogramm natürlich mit Spannung erwarten, ganz genau gelesen und analysiert. Und noch mehr eine Meinung dazu. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil der Mogebel vertritt die schaffenden Leute, Lützeburg, hier Familien, pensioniert, die Jungen, Männer jung. Und alle sind sie komplett betroffen von dem, was das Regierung wertpolitisch machen. Und dafür ist es wichtig für uns, und das an unserem Rolle und an unserer Aufgabe, das zu analysieren und noch zu kommentieren, die Sachen dafür zu streichen, die uns gut gefallen, die Sachen, wo wir ganz viel Freunde zu haben, aber natürlich auch die Sachen zu kommentieren und dafür drin zu warnen, die uns nicht so gut gefallen und die uns Sorgen machen. Und auch da tun wir gemäht, und dafür wollten wir erst kurz ein Aperçu gehen über die wichtigsten Sujets. Sie werden doch nicht überrascht sein, weil wir haben direkt nur die Wahlen eigentlich gewarnt für harten Zeiten, haben wir gesagt, weil das als Analyse war aufgrund von den Wahlprogrammen, dass das sich eigentlich schon konfirmiert hat, ein bisschen an großen Zisch an dem Koalitionsprogramm, und zwar auf all den Punkten, die uns eben direkt betreffen und konzernieren, sind ganz viele Sachen, die nicht zufriedenstellend sind und die auch uns wirklich Sorge machen. Verschiedene Punkte sind als Rotlinien ganz überschritten gehen. Und auch da das eigentlich nicht die Überraschung. Wir haben ja ein liberale bis zu einem ultraliberalen Koalitionsprogramm für Leute. Ein Programm, den hat es schon Betriebe und die Reich denkt, dann die Ökonomie stärkt, dann nur ein Trickle-Down-System hofft, dass dann einen besuchen. Und das hat sich leider in der Geschichte schon oft bewiesen, dass das nicht die Resultate hat, die sie erhofft gehen, und dass die Rechnung da oft nicht abgeht. Bei uns ist es so viel, kommen auf verschiedene Punkte, das waren Entlagte gemacht vom Koalitionsprogramm, dass ganz viele Forderungen von den Programmen von Patronatsseite und Company überholt sind, und dass leider auf viele Punkte ausgesetzt in der Richtung von Kontra zu einer Migrationsverdelung geht, wir eben eine Stärkung von den Urmen, auch von der Wirtschaft, auch von den Betrieben. Schon gesagt, sind verschiedene Sachen ganz positiv am Programm. Es sind noch verschiedene Sachen, aber die noch ganz, ganz vag sind. Und ich meine, das sind ja ganz viele Akteure, die das schon abgeworfen und noch kritisiert haben, dass noch vieles unklar ist und dass ganz, ganz viel muss noch studiert gehen. Also ich meine, dass an dem Wahlprogramm muss noch so viel studiert und analysiert gehen, dass eben da auf den Punkten noch ganz viele Fragen abbleiben. Und dass es eben noch auf verschiedene Punkte für uns kritisch geht. Wir haben aber noch nicht alles an dieser Pressekonferenz durch, weil das ist, also wir wollen nicht wirklich nicht da erschlagen, ihr wisst ja schon, wie als Pressekonferenzen oft ausgesehen, aber wir versuchen nicht wirklich, ob das Wesentliche zu resümieren. Was das nach direkt betrifft, wo man aber heute gar nicht drüber gehen, als die Frage vom Enseignement, weil da wisst, dass ein ACW für sich noch wird genug ausführlich wird darauf reagieren. Kurz gehen wir auch schon auf die Umwelt an, weil das auch eigentlich noch ein Kapitel für sich, an einer Pressekonferenz für sich verlangt. Wir bleiben mal bei diesen Care-Geschäft, aber es ist ein Hauptsujet. Und da das, fand ich dann aufhängt beim ersten Thema, anlaufen halt auch nicht vom Stuhl, dass das das erste Thema ist, den Index. Aber wir haben als viel erwartet von diesen politischen Wahlen, weil ja quasi an alle Wahlprogramme groß bekannt zum Indexmechanismus war. Und das hat uns natürlich gefreut. Und wir gehen auch ganz stark davon aus, dass man nicht unschuldig darunter sind, dass alle Guten, die Großparteien gesucht tun, auch noch die Kleinparteien gesucht tun, den Index, dass etwas Gutes. Dafür haben wir auch viel zu streiten, dass es so weit kommt zu der Erkenntnis an der Mandatur, an der letzten Mandatur. Wir haben uns da viel angesagt. Und du hast aber so eine allgemeine Unerkennung vom Indexmechanismus passiert, auch bei CSV, bei DP, das steht auch am Wahlprogramm. Was geschieht am Koalitionsprogramm? Hier können die BMO ganz
ganz harte Widersprüche ran zwischen einer Koalition, die sieht, wir haben einen Indexmechanismus fast, und die aber gleichzeitig sieht, wenn mir wie ein Tranche fällt, da rufen wir ein Tripartit zusammen. Und das für uns eigentlich schon ein echter No-Go, weil wir wissen, dass die Tripartit nicht abberufen wird, jeden für mehr Indextranchen auszubezahlen oder ein Vierschussindex auszubezahlen, mir das do eigentlich implizit schon direkt gesagt wird, da muss man ja aber irgendwo im Druck gehen. Und da du meinst, brauche ich nicht mehr zu erklären, wie die OGBL dazu steht, man OGBL den Index nicht manipuliert, nicht reportiert, nicht gedeckelt, nicht gepackt, bleibt wie nass. Und dafür sind wir da, muss schon ganz klar bei dieser Seite. Und wir warnen dafür drum, wir gehen natürlich gerne an Tripartite, wir gehen an alle Tripartite, wo wir gerufen gehen, aber wir warnen dafür drum, Tripartite soll nicht benutzt werden, für den Index zu manipulieren. Da geht es weiter bei der Lohnfroh, weil das ja nun einmal aber auch eine von unseren wesentlichen Frohen an ich fange innen an, den Mindestlohn. Da muss ich so, sind wir auch enttäuscht gehen, weil jo kurz nach der Wahl, ein paar Tage noch, als die Koalition hingegangen und gesagt, als ein erstes Programm als Lutte contre la pauvreté. Und da waren wir auch froh, und wir haben gedacht, okay, das ist aber echt, die holen das auf den Ordre du jour, die holen das an Prioritäten löschen. Und wenn ihn aber damit will gehen, dann muss ihn sich einfach nicht wesen noch bewusst sein, dass man zu Lützeburg Spitzenreiter sie weit Working Poor belangt an der Eurozone. Das ist ja ein trauriges Score, den wir haben hier als ein ganz reiches Land, dass man die höchsten Unzahl und schaffende Leute haben, die eine regelmäßige Arbeit noch gehen, an aber arm sind. Und da geht dann nichts gemäht. Und da sieht dann eine Regierung, wir wollen den Mindestlohn ajustieren, regelmäßig, den Ajustement machen, das ist auch gut, also das begrüßt man natürlich, das soll auch so sein. Wir können aber nicht laut dem Dote-Programm um uns zu einer strukturellen Erhöhung vom Mindestlohn. Und dafür ist es eigentlich auch widersprüchlich zu sagen, wir machen es gegen Armut, wir machen aber nicht ob der Frau vom Mindestlohn. Schlimmer noch geht eigentlich sich den ganz klassischen Klischeen, den liberalen, ultraliberalen Klischee bedingt, was arme Leute anbelangt und gesagt, so Leute, die nicht schaffen, die müssen incitiert geben, für schaffen zu gehen, wie wollen sie selber nicht Welt schaffen gehen. Und wird gesagt, Revis muss immer innerhalb dem Mindestlohn bleiben, aber der hat das mitgekriegt. Auch das, du kennst die oder so, mehr erhöhen den Mindestlohn, aber nee, dann muss man einfach in die andere Richtung aufpassen, dass der Revis nicht zähig geht. Und das ist natürlich etwas, was uns widerspricht und was unsere Werte und unsere Vorstellung von einer Gesellschaft komplett konträr ist. Das weiter ob den Frohen, wo die Schaffenheit betreffen, der zweite Kapitel, den ist aber wirklich ganz, ganz groß ist, den vom Arbeitsrecht. Die ganze Wolle vom Arbeitsrecht, den du, also schon hat Lusche Pummer gesagt, du hast wirklich eine kahle Wand, eine konservativ-liberale Wand, die bläst, an das merkt den noch, das muss ich auch so, und das an dem Programm zum Travail, Großteile vom Wahlprogramm von der DP überholt gesehen, und das waren die Teile an Wahlprogramme, die mehr am meisten angeprangert haben, wo mir wirklich gesagt haben, du als Eis-Rotlin komplett über Schrott gehen. Und ich fange am Kollektivvertragswesen, weil das ist eine ganz, ganz, ganz lange Forderung vom OGBL. Wir mussten eine Reform kreieren von dem Kollektivvertragsgesetz, weil das Gesetz ist nicht mehr angepasst und die Realität von dem Tissu Ökonomik von Lützeburg von Haut, das passt nicht mehr. Das ist einfach veraltet. Und wir brauchen mehr Kollektivverträge und dafür brauchen wir ein besseres Gesetz. Und dann ist Europa auch schon auf die Idee gekommen. Es gibt eine europäische Direktive, die als vorschreibt, wir müssen Richtung 80% Taux de Couverture von den Kollektivverträgen an die Länder kommen. Wir sind bei 50% wieder wisst. Das heißt, wir sind über weitem nicht genug Kollektivverträge. Die Direktive sieht doch, dass alle Memberstaaten muss bis November 2024 einen konkreten Aktionsplan haben. Die sieht, dass du hast nicht nur eine Idee von uns, dass du hast ein europäisches Thema, die OECD hat sich sogar damit beschäftigt, der Sozialdialog wird ja überall hochgehalten, wird überall gesagt, wir brauchen mehr Tarifverhandlungen, wir brauchen besser Tarifverträge, weil da eben viel Gerechtigkeit auch sucht. Und die Regierung erwähnt das dort alles gut nicht. Also sie schreiben gut nicht über die europäischen Verpflichtungen, die Direktive an ihrem Koalitionsprogramm, und das bemängeln wir und kritisieren wir auch ganz, ganz stark. Sie gehen aber kurz auf Kollektivvertragswesen an, aber leider dann nicht mehr an dem Kontext von der Arbeitszeit. Und da komme ich noch darüber zurück. Mir just erlaubt mir ein Wort zu dem
Dossier von der Kollektivverträge. Wir kämpfen für gut Kollektivverträge, wir verhandeln sie, wir verteidigen sie, wir verbessern sie, ihr wisst das. Wir sorgen dafür, dass da immer mehr gehen, denn David Angeler Zeit, ihr kennt den Zuständigen am Kommerz ist, den sich immer dafür einsetzt, dass man auch am Handel, am Einzelhandel besser, mehr sektorielle Kollektivverträge kreieren. Sie sind dafür schon viel engagiert auf die Straße gegangen. Wir sind auch an einem Industriesektor immer konfrontiert mit Entreprisen, die Kollektivverträge attackieren. Und der hat das ganz rezent Beispiel vom Betrieb Ampassat, man erlaubt man das ein Klammer zu machen, weil du hast du jamais vu, also historisch wirklich ein Frontalattack auf Kollektivvertrag wir sind an denen Leute, die aber Ampassat die Millionen Benefice generiert und über den letzten Jahr, die du schaffen, einfach zu so Melo mir keine Lust mehr als Direktion ob ihre Kollektivverträge mirischen wasch und das nicht ein Modell für Lützeburg, das ist nicht das Lützeburger Sozialmodell, auf dem jeder viel Wert legt, auch Politiker, Patronat an das lässt man nicht mal da ist gewählt. Wir sind eigentlich forciert gehen an den Streik müssen zentrieren an dem Betrieb das machen wir auch, du kannst da alles erzählen mir durch aber du erwarte mir auch von Politik einen Appell und den Betrieb so geht es nicht so funktionieren wir nicht hier am Land wir brauchen eine Stärkung vom Kollektivvertragswesen hier wäre schon ein echter Match und nächste Message von der neuen Regierung von dem neuen Arbeitsminister an der gesamten Regierung und dem Betrieb Ampassat zu sagen setzt die Kollektivverträge immer Platz an behandelt Leute korrekt. Vom Kollektivvertrags wie war am Koalitionsprogramm steht oder die Reform, die vom Gesetz 4 gesehen als am Koalitionsprogramm kommt direkt zu der Arbeitszeit, weil das den einzige Kapitel, den umgeschnitten wird. Ja, das der hat natürlich als Worst-Case-Szenario, weil das war die Rotlinie von dem DP-Wahlprogramm, die für uns überschritten ging aus. Eine ultra negativ Flexibilisierung von den Arbeitszeiten, da das pure dur Patronatsforderung, du hast einen himmlischen Wunsch von einer UL sind lange Jahren zu so wir brauchen mehr negative Flexibilisierung, wir müssen die Leute eigentlich können so verfügen, wie der Patron Lust hat, sie schaffen du, wenn sie bereit brauchen, wenn sie nicht schaffen, wenn sie nicht brauchen, mit dem Maximum, wo eben möglich ist, mit einer juristischen Referenzperiode. Du hast es so, und das muss da wissen, dass das heute schon möglich ist, es kann in Haut schon eine juristische Referenzperiode tun, eine Annualisation von der Arbeitszeit, aber das muss über Kollektivvertrag passieren, und das ist auch gut so, und dafür haben wir ja die Kollektivvertragswesen an das Gesetz, wo die Gewerkschaften können mit dem Patron eben Konterpartie verhandeln an gucken, dass es sowohl für den Betrieb wie für die Leute, die am Betrieb beschäftigt sind, die Rechnung irgendwie abgeht. Was hier aber passiert ist, wir wollen flächendeckend ohne Gewerkschaften und das ist eine Schwächung auch von den Gewerkschaften und sogar von den Personaldelegationen, weil einfach gesagt wird, der Patron wird schon eins mit seinen Leuten, ich komme darüber zurück, was man immer so das ist keine lineare Relation, das ist nicht ein zu ein, da sind sie nicht gleichgestaltet, das Salari ist lohnabhängig, den ist abhängig davon, dass sie seinen Arbeitsplatz behalten, die kann nicht mit seinem Patron verhandeln, wie wir das Gewerkschaften können, und dafür ist es eben nicht richtig da zu gehen. Plus sie wollen Potte reformieren, was bedeutet, sie gehen also Arbeitszeitregelungen, sie gehen also Sonderarbeit, sie gehen all die Sachen, die mir harter Kampf tun, Generation von Leuten harter Kampf tun, sollen lo obikudo vorgestellt gehen an total liberalisiert gehen. Du könnt die Gedanken von dem liberale Approche, die durch das ganze Programm weht, eben ab, und von dem wir überlassen, das regelt sich von selber. Das geht da weiter am Arbeitsrecht über die Geschichte mit den Chèque-Emploi, aber das muss ich noch analysieren, was das bedeutet. Seid aber immer aus einer weiter Prekarisierung von den Arbeitskontrakten, wir können nur Stunden schaffen, und das bedeutet ja für Leute, dass sie keine stabile Situation kriegen. Geht weiter über den Plan Maintien Emploi, worum nicht ganz Konkretes dran steht, nicht mehr wie dran steht, geht sogar unter Repos hebdomadaire, das schon viel ist für uns zu sagen, wo soll darüber diskutiert gehen. Bon, bref, das ist ein bisschen zu viel, das geht schon zu viel an den Detail, mir für kurz zu machen. Wir sind an der Frage vom Droit du Travail, von der ganzen Frage von der Arbeitsrecht, ein Arbeitsrecht, was du eigentlich soll das Salarié schützen, protegieren,
an Hai am Fong soll abgemacht gehen an viel Männer restriktiv sind, da sind wir wirklich besorgt. Wir werden da auch an den nächsten Entrevue beim Arbeitsminister holen, dem der doch direkt mal auf den Weg geht. Aber wir bleiben da am Ball. Also da könnt ihr auch bei zählen, dass wir als Fernwerte wären und auch Werten ansetzen, dafür, dass das da nicht passiert. Zu den Arbeitszeiten, als den Jean-Luc Matthias, den der auch kennt, der ist im Bausektor, ganz, ganz viele Jahre oft mit seinen Leuten müssten streiten an, ob Straße gehen, eben, dass sie keine Analysation von der Arbeitszeit kriegen. Sie sind noch heute immer schwierigen Zeiten, wie der wissen, am Konstruktionssektor, mit der Tour, selbst war sie auch knallhart drauf, dann die Leute, die zu Tausenden auf Straße gegangen sind, für eben just immer nicht das zu kriegen, die werden mal hören an denen Zeiten, wenn das dann soll alles so kommen, wird annonciert das. Den nächsten Kapitel, den also auch betrifft, weil ihr wisst, dass man viel dazu als gewünscht tun, viel Forderungen gestalten als die von der Steuerpolitik. Und du musst ihn auch leider sagen, dass es insgesamt aber wirklich eine ganz starke Differenz gibt zwischen unserer Programmatik und dem, was von der Koalition viel gesehen ist. Und zwar, dass man eben nicht an die Richtung gehen von mehr Steuergerechtigkeit oder mehr eine gerechte Verdelung von der Steuerlast zwischen Arbeit und Kapital. Mir lust mich ganz kurz paar Details angehen. Es wird eigentlich gut, dass das wisst von uns, dass den Deal-Anpassung von dem Barem und Inflation. Wir sind auch drin, also dass wir mal diese Verdienste, dass der Tripartit das überhaupt abkommen, sondern dass man lange streiten dafür. Da kommen die 2,5 Tranchen, da kommen noch 1,5 Tranchen dabei. Das ist eine gute Sache. Also das ist einfach mal ein Bewusstsein von dieser Regierung, die sieht, okay, du hast etwas, was nicht richtig ist, die Kahlprogression muss aus dem Weg geschafft gehen, das aber keine Steuerentlastung hat. Das ist einfach just ein Kaufkraftverlust, den wir erlitten haben durch Steuerbelastungen, den du aus dem Weg geschafft wird. Von denen 8, also fehlen noch immer 4 Tranchen. Das heißt, egal wie muss Lomo nach rückwirkend von der Leistung natürlich nach einer Adaptation passieren, die mehr als wie das, was du hier gesehen hast. Und da kommen wir ja im Indextranche bis zu der Steuerreform, weil wir haben gelesen, die soll 2026 passieren. Das heißt, auch da machen wir einen Appell, denkt aber dran, dass auch die müssen angepasst gehen. Und am allerletzten wäre das natürlich, dass dann ab 2026 eine Anpassung, eine automatische Anpassung von Barem und Inflation passieren. Also ab dem Moment, wo die Steuerreform passieren. Mir allgemein gesagt, weil das ganz, ganz viel dazu zu sagen, wir könnten noch wirklich als eine reine Pressekonferenz drüber machen. Allgemein gesagt muss man sagen, dass die Leute viel versprochen gehen. Also für die Wahlen, erinnert ihr euch schon, dass mehr netto mehr an der Tasche noch für jeden, dass jeden wird davon profitieren. Nur die Wahlen gesehen wir, wie profitiert direkt, weil das sind Betriebe, die kriegen schon direkt gesagt, Betriebsbesteuerung wird gesenkt. Die Höchstrevenuen gehen nicht mehr besteuert, konträrement zu dem, was auch versprochen ist, weil es ja gesagt ging, dass ein Steuer, also von der CSV, ob man dass ein Tranche beikommt von 43% bei den höchsten Revenuen, was nicht passiert. Die Großvermögen, die Promoteuren, die gehen nicht weiter besteuert, und konträr nach Steuerkado gemacht. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite bei den Leuten, bei den Normalstieflichen, aber die kleinen und mittleren Leute, was geschieht da? Da wird da gesagt, wenn Trajektoire budgetäre da erlaubt, können da vielleicht auch noch etwas kommen. Aber das geht schon nicht ab. Also da sind wir wirklich der Meinung, du musst ihn dann, ob man es aber, wenn die gerecht geht, ob man es kann anhalten, da sehen auch bei der Personenphysik nicht mit eitle Versprechen just handelt, da sieht konkret, was soll da noch passieren. Also über den also auf jeden Fall keine Gerechtigkeit en vue, was Steuerpolitik anbelangt, an die großen Inegalitäten, die wir hier im Land tun, sind auch unter anderem durch Steuerpolitik entstanden. Sodass wir als Naturstoffwerten ansetzen, dass Steuererleichterungen werden gehen, dass es mehr Gerechtigkeit am Barem von der Personenphysik gibt. Ich meine, wir haben alle verstanden, Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer, das sind alles Sujets, die dort sind, die nicht mehr sollen kommen. Betriebsbesteuerung wird weiter gesenkt, also sind wir da also aber an einer weiterer Verschärfung von den Inegalitäten durch Steuern. Und die drückt sich ganz klar aus am nächsten Kapitel, das Logement.
ich meine komplett an dem gemäß der doter Philosophie gött dann auch ein Programm auch gesagt, ihr seht, wir machen die Promoteurin weiter Kadoen an den Investisseuren. Also gut, dass op den öffentliche Wohnungsbau gehen fördere wollen, da das gut so, da tut mir lange gefordert, das ist auch wichtig so, dass die Geschichte man bildischen Akte so etwas, man kann unterstützen, das natürlich auch wichtig, das hilft dann noch den Menagen an die jungen Leute sich darüber dem Kopf können zu lesen. Mit Wohnungskrise, das ist eine von den heftigsten Krisen, die es trifft im Moment, an da das do wo am Ende vom Monat da ist Kaufkraft am meisten drauf fließt von alle guten de Leute an do muss etwas gemäht gehen an die Lesung die proposiert gilt eine Politik die hauptsächlich auf Dörfer aufbaut auch die komplett die Umweltkonsiderationen auf der Seite lässt. Das weist klar aber die Volontät von der Regierung die Marge von den Promoteuren weiter will nach Blut zu treiben. Und das wird der Sektor Immobilien Sektor do an die Krise geheilt hat, das wird Preise an Blut gedriven hat über Jahre, da wird das Haut an die Situation beruht hat. Wenn man genau mit dem Instrument vor mal weiter an da hoffen wir dann Krise zu lesen, das ist sicher nicht der Fall. Und dann haben wir Job ob den Sujet, du gehst kurz drüber just von der Gesundheit an Sécurité sociale, dass man so an den Piet Bach sitzt als zuständiger Mogibel für die dote Wolle, natürlich kann ich auch da weiter nach aufruhen agoen. Wann der Hut mehr Gesundheitspolitik also so ein schweres Thema hier im Land an so viel polemisiert gehen in den letzten Monate Jahren und ihr wisst alles was drin dazu so mit dir kann aber denken Position wir sind für den starken öffentlich solidarisch finanzierten Gesundheitssystem den wir haben als ganz viele drin muss ihn aber auch so neben alle Kritiken an neben allem was da schief gelaufen so wobei es alle guten den den sie schon abgerichtet wird weil nicht so gut lebt an einem Spital muss ihn aber nicht all den Kritiken so dass man von den besten Gesundheitsversorgungssysteme als von der Welt hat den hört ist da auch über Covid das tun wir ein bisschen vergessen über Drohne gehalten und auch im Vergleich zu anderen Ländern sind mir wirklich viel besser durchkommen. Und wir wollen, dass jeder eine optimale Gesundheitsversorgung kriegt, egal wie viele verdient. Und das ist das allerwichtigste Message von uns. Und dafür stimmen wir zu dem öffentlichen System. Und wir können eigentlich an den letzten Jahren, an Mandaturen von Regierungen immer nehmen, ein Regierungsprogramm, den geht mit dem Satz, dass die Regierung steht zum öffentlich solidarisch finanzierten Gesundheitssystem und zu einer höheren Qualität. Und die Satz, die fängt eben auch nicht an. Und die sieht, dass die Regierung will, dass sie eine schnelle Achse hat, einen effizienten Service hat. Das ist halt eine andere Philosophie und da sind wir eine andere Wertevorstellung. Und das ist aber auch eine, die ich sagen möchte. Wir waren ganz froh, dass das Gesetz über die Virage ambulatoire, also gleich, nee, das ist nach das Jahr, kurz für die Wahlen halt, für Sommer gestimmt ging, wo aber dann eigentlich gesagt ging, das muss alles an den Händen von Spitäler bleiben und nicht, dass du Großkapital können dann sich bereichert, haben wir da sind öffentliche Gelder, ob dem Rück von den Leuten, die hier ran brauchen oder krank sind. Und hallo steht da, das Gesetz soll es zurückzugehen. Da gibt es ganz viele Details noch dazu zu sagen. Wir passen noch mal. Wir sind da, und wir werden noch mit der Gesundheitsminister schwatzen, und wir werden da dran bleiben, dass da nicht die falsche Akteure davon werden profitieren und dass es nicht wird so sein, dass nur private Investisseuren da werden sich bereichern auf Kosten von unserer Gesundheit. Und das ähnlich gilt ein bisschen für Pensionen, aber du hast auch schon viel darüber geschwärzt gehen. Mir habe ich gesagt, dass es erstaunlich, dass kein von den Wahlprogrammen über Pensionen geschwärzt wird, dass wir gut kein drauf angegangen. Und so haben wir ja, okay, da schenkt ja dann nicht die Urgenz da zu sehen, die ist aber ein bisschen gemalt gewesen. Und lo, zack, nur die Wahl geht da gesagt, da muss man aber vielleicht kurz drüber schwatzen. Und da warnen wir für der Kernposition von Mogibel. Also bei Mogibel werdet nicht zu einer Verschlechterung von der Situation kommen.
wir werden nicht akzeptieren, dass den Rentenalter, Antrittsalter und Blut gesagt wird. Wir werden nicht akzeptieren, dass Pensionsprestationen verschlechtert gehen. Wir sind da für den Dialog zu feiern. Wir feiern ihn auf alle Plätze. Wir werden alle Diskussionen mitfeiern, wir nicht die von einer Verschlechterung von unserem Rentensystem. Und du kriegst mir auch nicht von unserer Rudolin, das ist ein ganz wichtig an der Gesellschaft. Das wir geschenkt zusammen mit der Santé, wo wir es nicht wollen durchstellen lassen als eine Gesellschaft, die schlecht umgeht mit ihren Kranken oder ihren allen Leuten. Das geht nicht, das ist ein No-Go und du wirst mir ganz hart bleiben. Wir sind auch froh, dass du gesagt hast, du hast einen Dialog, just aber erinnert, du mit der ganzen Zivilgesellschaft. Bon, muss ich just daran erinnern, am Moment sind Sozialpartner, die dort zusammen an der Pensionskasse, an der Gesundheitskasse sitzen, das soll so bleiben, das muss so bleiben, sind noch sie, die bezahlen, gell? Also sind natürlich, kann ich mit jedem schwätzen, kann ich jedem immer wie froh mit Decisionen müssen, ob den dort Platz geholt gibt, wo sie Haut geholt gibt, und das ist auch gut so, und das soll so bleiben. Aber auch das wird immer verfolgen. Denn Familienpolitik, du hast Michael Klose auch zuständig bei Eisern, hat keinen Honor drüber geholt, weil ich muss wirklich ein bisschen mich sehr vormerken, nicht dass es aber zu lange geht. So Michael, weil froh, die du am Raum steht mit den Congé parentalen an Möglichkeiten bei einem Kind von nur ab 13 Jahren können einen Temps partiell zu holen und so. Das ist ja alles schön und gut, mit dir wirst du so gut wie mir, das ist ja unbezahlt. Der Tisch das eigentlich eine Möglichkeit Männer zu schaffen und dafür Männer zu verdienen, wobei die Möglichkeit dazu frohen Haut schon heute gell, dass ich immer nach einer freien Mensch aber sei Patron zu frohen bis Männer schaffen zu gehen. Aber kriegt ihr dann Recht darauf mehr lang am Congé parental zu bleiben, aber für Männer oder für ohne Geld für die Zuschauer an Michael sagt du am OGBL zuständig, weil der Tor ein Frohen aus von Egalität umfang. Weil die langen Congé parentaux und einem Stück aber noch immer Frauen sind, die sie wollen. Weil es noch immer so ist, dass der Toten einen finanziellen Abos bringt, aber wenn er einen finanziellen Abos bringt, da sind Männer halt leider noch immer mehr retizent wie die Congé parental wie die Frauen. Also wem wird der Tod im Henke bleiben und der Frau von der Gleichstellung zwischen Mann und Frau. Und da sind wir allgemein auch der Meinung, dass nicht ganz viel Konkretes am Wahlprogramm dazu steht. Bon, wie gesagt, wir sind da für alle Details darüber zu diskutieren. Das natürlich das nicht, weil das arbeitsrechtlich noch seht richtig ein Avantage oder richtig einen neuen Acquis entstehen, dass einfach Möglichkeiten, die abgehen, für Leute, die sich können erlauben. Das ist immer eins. Leute, die Haut mindestens sind, die können sich wohl kaum erlauben zu sagen, dann gehen ich eben 3 Monate an den Congé parental ohne Verdienst. Und nicht nur der Mindestlohnempfängerpartner, auch das muss aber gesagt gehen, da sind wir ja wirklich bei denen, die sich eben können leisten, seine Arbeitszeit aufzuschrauben und da muss er auch sein Verdienst aufzuschreiben. Das ist keine Arbeitszeitverkehr zu wie wir sie wollten, mit vollem Lohnausgleich. Und dann habe ich ab, ich weiß, es klingt alles immer, wie wenn man nicht mehr meckern als OGBL, mit dem muss aber verstehen, dass ich auf 4 gestraft die Sujets, die uns direkt konzernieren, die uns all die Leute, die mir vertreten, all ihre Interessen an der Arbeit, aber auch an ihrem Berufsleben direkt betreffen. Und das sind Sujets, wo Sachen draufstehen, die wirklich an Kontradiktionen stehen mit dem, wie wir uns vorstellen, dass Gesellschaft soll funktionieren. Die an Kontradiktionen stehen mit den Werten von den OGBL und mit seiner Ideologie. Und das ist auch nicht neu. Das ist auch nicht den OGBL, den sich radikalisiert, dass den OGBL-Zentren existiert. Und du könnt an alle Programmatiken vom OGBL-Kongresse nur lesen gehen, Zentren dem Kasteger nach Februar LV bis zu Haut, dass du sind als Programmer. Und die sind halt überschrott als Rotlinien. Und dafür muss man das auch so. Und wir sind an der Verpflichtung, an unseren Membern vis-à-vis der Toten eben zu so und noch zu warnen. Ein Koalitionsprogramm als eine Deklaration d'intention. Wir gehen da all Dialog gern an. Wir geben jeder eine Chance auch zu so. Und da muss man vielleicht dann zusammen einen Konsens finden, wie sie oft schreiben. Wir sind noch froh, dass die neue Koalition betont, wie wichtig hier der Sozialdialog ist. Wir werden da aufpassen. Wir sind bereit, wir gehen an all Diskussionen an, aber wir warnen für drin, dass verschiedene Sachen, wie sie
ob man es für geplant sind, so nicht können gesagt gehen. Also, das geht nicht mehr Mathe leiden. Und das sind halt an der Sozialpartnerschaft, Gewerkschaften, und dafür also da ist aber auch wichtig, das zu suchen, ohne zu suchen, ohne eine Schwarzmalerei zu machen, ohne zu suchen, mir gibt keine Chance, oder mir wollen gar nicht schwatzen, au contraire, das ist der Contraire, was man eigentlich will so, mir will ich gerne schwatzen, wir gehen auch weiter mit Diskussionen an, mit Rechnung irgendwo geht es halt nicht ab. An der Worst Case, muss ich erst sagen, aus denen das Lo viel versprochen und Steuerlichterungen für die Reich und Kado für die Promoteure, ein ganz Pläthor und Exemption fiskale für die Entreprisen und höheren staatlichen Investimenten, weil doch gut, also höheren privaten Investimenten, geht auch versprochen, dass ein AAA muss beibehalten, dass die Staatsschuld nicht darf wurzeln. Es geht auch versprochen, wann Trajektoire dann erlaubt, dass den Personen Physik etwas passiert. An die ganz versprechen du, die gehen nicht ab, und du als die allerletzte Warnung vom OGBL, was nicht darf passieren, als dass wir auf den Weg von einer Austeritätspolitik gehen, die wir ja bekannt haben, 2012, wann nur der Weltwirtschaftskrise an den Jahren, die wir zu Lützburg kannt haben, die ganz Europa kannt hat, die ganz Welt kannt hat, an denen zu desaströse Konsequenzen gefordert wird, soziale Katastrophe gefordert wird, für die Leute, aber nicht nur, auch für die Ökonomie, und das ist eben auch halt bewiesen, und noch nicht nur für die Ökonomie, aber auch für die Politik, mit einem Rechtsruck an ganz viele Länder, mit ganz schwierigen Resultaten, ganz schwierigen Situationen, für alle guten Leute, die Entreprisen und Politik durch Konsequenzen von der Austerität, die gefordert gehen. Und das werden wir auch nicht so lassen. Also muss lo eben mit Bedacht diskutiert gehen, an die richtigen Lösungen von gehen, für Lützeburg zu stärken, für die Entreprisen zu stärken, und aber auch Salarien zu verstärken, die dürfen wir nicht vergessen. Voilà. Alterem ganz viel zu so ganz lang an dit man immer lädt für erst das so overkill geht, aber ich so nicht größte Merci für Geduld an für Partizipation, und wir werden uns bestimmt gesehen an hören an nächster Zeit. Ja, richtig, und ich vergesse so, denn nächste Woche auch nach Reinkehr, wir kriegen eine Invitation dazu, wo wir als Personal delegiert vom OGBL versammelt haben, den 30. Donnerstag, das ist eigentlich Overs an der Stadt, ob einem Meeting, den wir gemacht haben, den wir organisiert haben, auch für einen Delegierten zu machen, von dem wir Teil diskutiert wird. Für den unter dem Motto stattfindet, l'économie c'est nous. Und ich meine, das ist auch ein bisschen eine Message. Den Herr Rackinger hat gesagt, es geht nicht mehr Soziales wie der Betrieb. Mit dem Betrieb, wissen wir auch, geht es nicht die Leute, die daran arbeiten. Und dafür müssen wir auch daran erinnern, wir sind Wirtschaft, aber wir machen Wirtschaft aus, und dafür dürfen wir nicht vergessen, ich habe da lange Lust von Ideen für das Land. Voilà. Genau, das immer zu anders sehen. Das bald wie wenn man bei euch so geht. Da schreibe ich noch auf. Voilà, dann wirst du Bescheid.